la. Hallo. So, wir haben wieder ein überdimensionales, eigentlich verhältnismäßiges, großes Update. Ich habe eigentlich gemacht, ich mache da einzelne Video draus, jetzt machen wir gesammelt und ich schaue, dass wir es auf 10 Minuten hinkriegen. Ja, genau. Gut, weniger labern, mehr herzuhören. Was ist fertig? Die Überschrift lautet Cops erweitert, Einführungsquests sind da und endlich ist der Rohstofftransport da. Und das Ganze werde ich jetzt ein bisschen vorstellen, was sie da hat und warum und weshalb und was noch kommt und so weiter und so fort. Und bei Punkt 10 Minuten mache ich aus, Freunde. So, los geht's. Punkt 1, Korps. Ja, die Korps haben wir letztes Mal schon vorbereitet. Man kann einfache Dinge tun. Man kann einen Korb gründen und so weiter, das haben wir alles im letzten Video schon gesehen. Was wir aber noch neu jetzt dazu gemacht haben, beziehungsweise ich dazu gemacht habe, ist folgendes: ein kleines Rechte-System und ein kleines Wer darf was quasi System und die Details, die ersten eines Mitglieds mal zum Schauen. Und zwar gehen wir da einfach in unser Korb ein, wir haben da nach wie vor das Dashboard, wer ist online, momentan bloß ich, da hat sich nicht verändert. Aber in der Ranglisten hat sich ein bisschen was geändert. Und zwar steht da jetzt mittlerweile drin, wer was ist. Ich werde weiterhin markiert. Sortiert wird es nach Punkte. Hier unten wird alles zusammengezählt. Und da ist jetzt noch herin der Leberkäse und der Blubberts und ich. Ich bin der CEO, quasi der Gründer der Korb, der niemals gekickt werden kann, nicht gelöscht werden kann, gar nichts, bevor nicht alle anderen Mitglieder raus sind. Und wenn ich mir jetzt da zum Beispiel anklicke, ist das hier neu. Dann verschwindet quasi kurz diese ausstehende Einladungen-Box, wo momentan nichts drin steht, und es ploppt was auf, nämlich die Details zum Leberkäse. Da wird man mal grob, das ist der erste Versuch, so Detailseiten zu gestalten, zeigt, wie viele Kolonien hat er insgesamt und auf welche Planetentypen. Das heißt, um mir zum sagen, so, okay, der besiedelt alle Planetentypen und davor hat er so und so viel Zugriff beispielsweise auf die Primärrohstoffe, die mittlerweile sehr viel Gewicht bekommen haben, und das sehen wir später, beziehungsweise gleich im Anschluss jetzt dann, warum. Dann geht's weiter. Je nachdem, was für Rechte das ich habe, bin ich Mitglied, bin ich SEO, bin ich Co-SEO, später kommen noch mehr Rechte, weil die Korb natürlich viel mehr Funktionen kriegt. Kann ich den Status ändern. Und zwar vom Leberkäse ist derzeit Mitglied und darf Mitglieder online sehen, das heißt, er sieht diese Box da. Wenn er das nicht dürfte, beim Status von was weiß ich was, dann steht da drin, hab nicht die Rechte. Dann, ich darf die Mitgliederliste sehen, was das da links ist. Ich darf die Mitgliederdetails sehen, das heißt, wenn er draufklickt, darf er die Details von dem Spieler sehen und er darf die Korb verlassen. Das darf theoretisch immer jeder. Das war's. So, jetzt kann ich den Leberkäse zum Co-SEO machen, ändere den Status, ole ole, hat alles gepasst, und plötzlich darf er mehr. Nämlich, er darf Mitglieder bearbeiten und darf die Stati von den Mitgliedern verändern. Er darf Mitglieder kicken und er darf Einladungen ausstehende löschen und lauter so ein bisschen operative Dinge, die man vielleicht nicht jedem Trollo, den man nicht kennt, überlässt. So ist es quasi gedacht. Das ist momentan ein wirklich sehr einfaches Rechtesystem. Es ist nach oben hin keine Luft, keine Grenze, so muss ich sagen, wie weit man das noch entwickeln kann und wie tief, dass man das machen kann. Ich kann später, wenn ich das will, ob das Sinn macht, weiß ich noch nicht, aber irgendwann wahrscheinlich schon, dass ich jedem einzelnen Mitglied genau sagen kann und genau klicken kann, du darfst das, aber das nicht. Ja, und dann gibt es so die Funktion Entfernen aus der Korb, und zwar Leberkäse aus der Korb werfen. Drücke drauf, kommt erst einmal nochmal eine Sicherheitsabfrage. Bist du sicher, dass du deinen Leberkäse aus der Korb entfernen möchtest? Nein, die Funktion funktioniert nämlich schon. Dann lädt sie auf der linken Seite die Listen rein, entfernen wir mal einen Blubberts, schauen wir mal, der hat noch eine Kolonie auf einem Erdplaneten und den Status mag ich nicht ändern. Entfernen aus der Korb, jawohl, zack, zack, zack. Blubberts ist weg, wir haben nur zu zweit haben wir 2 Mitglieder und alle Daten angepasst. Ole, ole. Ja, und am Schluss sind die Optionen, kann man die Korb nach wie vor umbenennen, ist auch mit dem Recht verkoppelt, also Mitglieder können sowas nicht ändern, aber der Co-SEO kann das. Und dann gibt es so den Punkt Korb verlassen,
da ich der Korb der CEO bin, der Gründer bin, möchte ich nicht, dass ihr als Gründer einfach verschwindet und dann keiner mehr da ist, der Rechte hat und irgendwas da ändern kann. Deswegen kann ich so lange die Korb nicht verlassen, bis alle Mitglieder weg sind. Oder ich ausgekickt habe oder verlassen haben oder was weiß ich. Wenn das dann der Fall ist, erscheint da ein Button, ich kann es verlassen. Mit dem Hinweis, hey, pass auf, wenn du jetzt die Korb verlässt, dann wird alles, was mit der Korb zum dort gelöscht. Das heißt, ein Lager, wenn es dann später mal diesen Todesstern gibt und so weiter, wird alles gelöscht und ist weg. Ist technisch halt einfach notwendig. Ja, soweit zur Korb. An sich, so eine richtige Funktion und so einen richtigen Sinn hat es immer noch nicht. Bis jetzt, nämlich Rohstofftransporte. Schaut folgendermaßen aus. Phase 1. Grundlegend habe ich was geändert. Und zwar die Lagerung der Primärrohstoffe. Vorher ist der 4. Primärrohstoff immer in derselben Spalten, bloß unterschieden auf die verschiedenen Planeten gelagert worden. Mittlerweile, jetzt ist es anders. Jetzt können alle 5 Rohstoffe im Lager gehortet werden. Also alle 5 Primärrohstoffe. Dazu habe ich das aufteilt in 3 Grundrohstoffe und die 5 Primärrohstoffe, die jeweils auf die einzelnen Planeten sind. Habe das da in Reiter unterteilt und dann sieht man da schon, wie das ausschaut. Ich habe momentan keinerlei Silikat, kein Eis, kein Spice, kein Plasma, kein gar nichts, aber eben Wasserstoff. Weil jetzt dieser gerade der Rohstoff ist, den ich da auf dem Planeten auch abbaue. So, warum das Ganze? Darum. Das hier, ich schaue es ein bisschen weiter auf, ist das Transportinterface und das ist komplett neu. Eine komplett neue Spielmechanik im Spiel. Die auch schon die erste Verknüpfung zur Korb beinhaltet, nämlich folgende. Ich habe da herum aufgeteilt, was ich denn alles verschicken kann. Von Kolonie A nach Kolonie B. Irgendwo hin, scheißegal. Und zwar die Grundrohstoffe, die 5 Primärrohstoffe und Erfahrung. Ich kann quasi diese, wie sagen es, 8, 9 Sachen, kann ich von A nach B schicken. Zu mir, zu meiner Kolonie, nicht in irgendeiner Fremde. Wie haut das hin? In der zweiten Zeile wähle ich einen Spieler aus. Vorausgewählt bin nur ich selber, weil hauptsächlich wird man wahrscheinlich Rohstoffe unter sich seine eigenen Kuppeln verteilen, Kolonien verteilen. Und die erste Kolonie ist vorausgewählt, die ich einfach als zweites gegründet habe. Ich habe jetzt schon ein paar mehr Kolonien und fertig. Die kann ich natürlich jederzeit wechseln und dann sieht man sofort, wie sich rechts die Box verändert. Nämlich die Zieldaten, wo ich die ganze Scheiße hinliefert. Einmal wird ausgelesen, ist es ein globaler oder ein Exotransport. Das ist eigentlich nur eine rein informative Geschichte. Schicke ich die ganze Sache auf demselben Planeten, nur global von Kolonie A nach Kolonie B, oder muss ich die Distanz von einem Planeten überbrücken? Und das Schöne dabei ist ein globaler Transport, dann steht die Distanz dort in Kilometer, das sind jetzt momentan 4,1 Kilometer, das wird noch optisch ein bisschen anders dargestellt, da steht dann 41 oder 410 Kilometer dort, damit es ein bisschen realistischer ist, weil wenn man jetzt da schaut, der Transport dauert 28 Minuten dauern, da muss ich mich fragen, wer in der Zukunft fliegen ans Ende des Weltalls und braucht dann zum Zurücklegen von 4,1 Kilometer eine halbe Stunde. Dreck. Ja, da kann ich mit dem Mauszeiger drüber gehen, da steht dann auch alles dort, global, Transportziel liegt auf diesem Planeten. Und Transport auf Erdplanet Wuchs Taurel. So, und was ich ganz lustig noch so spaßeshalber eingebaut habe, weil es so schön einfach funktioniert hat, das ist das kleine grüne Kreuzerl. Ich hoffe, das sieht man jetzt einigermaßen im Video. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn es das letztendlich ausprobiert, dann seht es. Und zwar ist das tatsächlich anhand der Koordinaten auf der Map der Punkt von der Kolonie, wo auf dem Planeten die Kolonie sitzt. Ja. Mehr ist es eigentlich auch schon nicht. Aber irgendwie habe ich das lustig gefunden, wenn es das anzeigt, vor allem wenn ich nämlich dann da den Wechsler hernehme, dann springt dieses kleine X da umeinander. Und auf der Minimal, oder meine Minimal-Kolonie auf Eanu, auf dem Magma-Planeten ist zum Beispiel ziemlich weit links oben. Das stimmt auch tatsächlich. Und auf dem Erdplaneten bin ich relativ zentral. Stimmt natürlich auch. Und dann haben natürlich sämtliche Überprüfungen drin. Sir, bitte geben Sie eine Transportmenge ein. Alles klar. Ich schicke mal 5 XP. Blub. Und die Scheiße ist unterwegs. So.
das war's kurz und knapp, so kurz ich konnte. Also haben wir jetzt bei 10 Minuten, ich bin ja nicht annähernd fertig. Das war so klar. Gut, ich überflieg's bloß noch ganz schnell. Und zwar kommt dann natürlich noch was dazu. Aus ganz frühere Videos, aus der Entwicklungszeit ganz am Anfang, wie ich es gemacht habe ich mir Unterstützungstruppenbewegungen eingebaut. Die gibt es natürlich immer noch, die sind bloß nicht freigeschalten. Da ist jetzt was Neues drin. Nämlich, wenn ich mir von Kolonie A nach Kolonie B was schicke oder mir eine fremde Person was schickt, was ja keine fremde Person sein kann. Nämlich, warum? Ich möchte keine Multi-Accounts. Aber was schon funktioniert, ich kann da herum einen Spieler in der Transportbox wechseln und nicht an mich selbst, sondern meine Korbmitglieder. Dann klippe ich den an und dann lotzt man alle Kolonien von diesem Korbmitglied und ich kann quasi auswählen, wo ich es hinschicken möchte. Und er lässt natürlich wieder aus, was für ein Planet, wo die Kolonie so grob ist, was für ein Planet das ist, wie lange das dauert und so weiter und so fort. Da muss ich die jetzt zum Beispiel auf einen anderen Planeten transportieren und dann rechnet man das aus in astronomische Einheiten, die Distanz und wie lange das dauert. Und das dauert schon eine gute Stunde. Und eine Stunde ist tatsächlich sogar noch für einen Planet-zu-Planet-Transport relativ wenig. Dann stehen die Planeten halt gerade relativ nah beieinander. Und deswegen steht da circa, dauert es eine Stunde und 2 Minuten, weil sich die Planeten ständig bewegen. Und immer ein Stück weiter auseinander oder beieinander sind, als in dem Moment, wo ich gerade nachschaue. So, auf alle Fälle, schickt mir jetzt irgendjemand was, dann kriege ich das ja nicht mit. Dann passiert das im Hintergrund und auf einmal ist der Rohstoff da und ich denke so, hä? Selbstverständlich kriegt ja jeder eine Nachricht mit einem Bericht, wo drin steht, wie viel ist von wem wohin geschickt worden. Und, wenn ich gerade davor sitze und mich damit beschäftigt und eigentlich gerade am Zocken bin, mehr oder weniger, ploppt in dem Moment automatisch die blaue Unterstützung auf. Und dann kann ich draufklicken und sage, hey, Unterstützungen sind unterwegs, was ist da los? Kommen da Truppen oder was ist da los? Truppen geht noch nicht, kommt aber noch. 2 Unterstützungen, ja. Da kommt der Exotransport von Birgers Minimal in 2 Stunden und 1 Minute und zwar mit 50 XP und der zweite Mal noch mit 5 XP. Weiß ich Bescheid. Alles klar, da kommt was, ist unterwegs. Ja, meine Damen und Herren. Und warum jetzt im Titel OMAD Quests noch steht, das verrate ich euch im nächsten Video. Ansonsten lockt euch dabei ein, das nächste Video kommt demnächst. Ja gut, 12 Minuten ist doch schon gar nicht schlecht, oder? Männers, Mädels, ich danke euch ganz dick fürs Zuschauen. Ich wünsche euch, ich schaue auf meine Festivalbänder, wie spät das ist, richtig, einen schönen Abend und viel Spaß beim Spielen. Mich interessiert es natürlich, was davon haltet. Haut es einfach da unten in die Kommentarlisten rein. Wenn es euch taugt hat, lasst ein Abo da. Wenn es euch noch mehr taugt hat, dann registriert euch unter nx-online.de und ich wünsche euch viel Spaß und ich hau jetzt weiter und mach weiter. Habe die Ehre!